Ja, das zweite Drittel ist durch. David Jansson, es ist intensiver geworden. Derby-Charakter war mehr zu sehen. Hast du es auch so gesehen? Ja, das stimmt. Ich finde ein bisschen mehr Zweikämpfe, vor allem weil Tigers mit weniger Risiko gespielt haben mit Ball. Deshalb können jetzt auch weniger Konterchancen bekommen. So das Spiel ist schon es waren mehrere Zweikämpfe drin, glaube ich. Felix Goray, wie hast du jetzt das zweite Drittel miterlebt? Ja, auch ein bisschen hektischer. Tigers hat ein bisschen viel mit hohen Bällen geschaffen. Und mich hat gedacht, dass Königs recht lang gebraucht hat, bis sie wieder ein bisschen ins Spiel hineingekommen sind. Und das hat wahrscheinlich zu tun mit dem, dass sie sehr früh, gerade Anfangs Drittel, das Goal gekriegt haben. Dann haben sie ein bisschen Mühe gehabt, bis sie wieder reingekommen sind. Für mich sind sie erst in den letzten 5 Minuten wieder ins Spiel hineingekommen, wie im ersten Drittel. An was kann das liegen? Kann das auch das Mentale sein? Ja, ich habe nicht lange überlegt. Sie spielen, im Oktober bin ich auch da gewesen, im zweiten Drittel haben sie auch so Mühe gehabt. Sie spielen, glaube ich, nicht so gerne in diese Richtung. Also muss Königs sich die zweite Drittel verschossen lassen? Ja. David Jansson, wie kann das passieren, dass man nicht in ein Spiel kommt? Man sagt ja immer, der Kopf ist ein grosser Teil. Wie viel Prozent ist denn der Kopf wirklich? Ja, es ist schon ziemlich viel, aber ich finde es interessant, weil es geht ja normalerweise um die Vorgaben und Inputs, die man bekommen hat, glaube ich, vor allem nach einer Drittelspause. Weil dann hat die Spieler ziemlich viele Sachen im Kopf momentan und es kann ja sein, dass man irgendwie vergisst zu kämpfen oder man vergisst die richtigen Sachen zu machen oder die grundsätzlichen Sachen und man probiert vielleicht eine neue Auslösung oder irgendetwas. Und ja, von Scouting her als Coach, das ist immer interessant, weil man kann immer das andere Team anschauen, die ersten 2-3 Minuten, dann sieht man, was sie gesagt haben in der Drittelspause. Jetzt ist für dich heute noch irgendetwas ganz Neues aufgefallen für die Nationalmannschaftsgrenze? Nein, eigentlich nicht. Ich finde, alles sieht so aus, wie ich gedacht habe. Ich finde es interessant zu sehen, wie die Teams spielen. Königs momentan braucht ein bisschen mehr Dynamik, glaube ich, um Tore zu schießen. Wie ich vorher gesagt habe, im letzten Drittelspause, so ein bisschen mehr Nord-Süd, finde ich. Baumanns Tor ist ein super Beispiel, wo Spieler vor das Tor gelaufen sind. Baumann ist zurückgekommen, Anton hat diesen Pass gespielt. Auch Gastrichers, die Strafe mit einer Minute noch im Drittel war eigentlich auch Nord-Süd. Das braucht man, um gegen die Tigers zu spielen, weil sie so viel Banddeckung spielen. Felix Goray, Korrektur am Tipp noch oder nicht? Nein, ich bleibe immer noch. Also ganz sicher wird es so sein, dass ich glaube, dass Königs das Spiel wird gewinnen. Ob es dann genau so in diesem Resultat, weiß ich noch nicht. Aber ein Drittel, nochmal 4 Goal schiessen, wird nicht so einfach sein. Aber es ist gleich die Frage erlaubt, wenn ich so viel weit raus lernst, das Königs ganz sicher wird gewinnen. Warum? Ja, weil sie in den 2 Drittel haben sie das Spiel trotz jetzt dem Mitteldrittel das Spiel kontrolliert und es war nie Gefahr gewesen, dass sie das Spiel werden aus der Hand geben. Und vor allem nicht auf das letzte Drittel, glaube ich nicht. Also, wir sind also gespannt, was da in diesem dritten Drittel auf uns zukommt. In ziemlich genau 1 Minute sind unsere beiden Kommentatoren wieder bereit. Ich gebe zurück zu Ihnen.